Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Willkommen zum heutigen Panorama, heute aus der Berner Innenstadt beim Zeitglocken. Auch Ende Juli bleibt es in der Schweiz heiß. Aktuell ist es 35 Grad warm und international sorgen Temperaturen für Ausnahmezustände. Diese beiden Themen haben wir für euch heute parat. Schweizer Helis auf Korsika. Zur Brandbekämpfung fliegen Helis über die Insel. Und Grossfürstin rettet die Schweiz. Zu Besuch in der russischen Botschaft in Elfenau. Es ist heiß. Überall. Nicht nur in der Schweiz oder im Kanton Bern. Auch in ganz Europa ist es heiß. Ja, es kommt an vielen Orten zu verheerenden Waldbränden. Aktuell brennt es beispielsweise auch in Korsika im Mittelmeer. Und die lokalen Behörden kommen dort an ihre Grenzen. Damit die Brände zeitnah bekämpft und in Schach gehalten werden, hilft die Schweiz tatkräftig mit. Zahlreiche Helikopter aus der Schweiz sind in Korsika im Einsatz und helfen, um die Brände in den Griff zu bekommen. Mehr dazu im folgenden Bericht. Der Auftrag ist, dass wir vor Ort Feuer löschen und die lokalen Einsatzkräfte unterstützen. Das wird jetzt abgeklärt, was dann genau unser Einsatzgebiet sein wird und wo wir eingesetzt werden. Und die Einsatzdauer ist festgelegt vom Bundesrat für eine Woche für den ersten Fall und anschließend sind wir offen, falls es uns länger braucht. Bei so einer Mission muss man natürlich immer mit Überraschungen rechnen. Sicher schwierig ist, die Situation ist sowieso schwierig als solches, denn die Hitze, die angesagt ist und Sachen, wo man bis jetzt nicht vorhergesehen hat. Aber wegen dem ist dort ein Team vor Ort, das fähig ist, auch auf Unwägbarkeiten zu reagieren und wo sicher eine Lösung wird finden, auch für Probleme, die wir jetzt noch nicht antizipieren und wo gut vorbereitet ist und die nötigen Fähigkeiten und Kenntnisse hat. Wir hoffen also an dieser Stelle allen einen guten Einsatz und dass möglichst alle Schutz vor diesen verheerenden Bränden finden. Wir springen zurück aus dem Tessin in den Kanton Bern. Jetzt geht es um die Underdog-Story dieser Woche. Das ist eine Geschichte, die schon mal gekommen ist, aber hier wir noch mal ganz genau hinschauen. Es geht um die Sommerserie «Botschaften verbinden Welten». Dort war mein Kollege Patrick Schmidt nämlich in der russischen Botschaft. Dort hat er ein paar spannende Schätze gefunden. Schätze, die die ganze Schweizer Geschichte betreffen. Mehr dazu in seinem folgenden Bericht. Grüße voll, ich heiße Wladimir Chochlow, ich bin Pressesprecher der russischen Botschaft hier in der Eidgenossenschaft. Wir befinden uns hier in Elfenau. Das ist ja in der Nähe von der Botschaft, von meiner Arbeit und deswegen ist es ein super Ort zu laufen und meine Kollegen auch mögen Elfenau sehr. In Bern, in der Elfenau, bin ich auf die spezielle Frau gestoßen, auf Grossfürstin Anna Feodorowna, die das Gut Elfenau hat begründet. Sie war die Schwägerin vom Zar Alexander I. Das war dann der wichtigste Herrscher auf der Welt. Und die Schweiz hat nach den Napoleonischen Kriegen ihre Neutralität zurückgewollen. Ziemlich sicher hat Anna Feodorowna auch mitgewirkt. Sie war natürlich auch bekannt mit den Schultheissen in Bern und man hat die Verbindung genutzt von ihr zum russischen Zar. Und offensichtlich hat es etwas genutzt und die Schweiz hat die Neutralität zugesichert bekommen. Ohne das wäre man vielleicht viel mehr zwischen den Mächten zerrieben worden. Das ist ja ein schöner Gedanke, dass eine Verbindung hier in Elfenau zwischen Russland und der Schweiz besteht. Historisch gesehen war die Botschaft des Russischen Reiches an der Schwanengasse. Im Jahr 1923 wurden unsere Beziehungen wegen der sogenannten Konradi-Affäre leider unterbrochen.
Der politische Dialog zwischen Bern und Moskau wurde nur nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgenommen. Und gerade damals wurde diese schöne Villa hier in Elfenau eigentlich eingekauft. Und das war eher ein Zufall. Die Neutralität hilft dabei, sich auf eine friedliche wirtschaftliche Entwicklung zu konzentrieren. Was Russland angeht, ist die Schweiz nicht mehr neutral, weil die Eidgenossenschaft die ganze Sanktionspolitik der Europäischen Union übernimmt. Wir hoffen darauf, dass unsere Beziehungen wieder gut werden und derzeit bemüht sich unsere Botschaft um die Voraussetzungen für diese guten Beziehungen zu schaffen. Eine andere Frau, die auch diplomatisch hat gewirkt, ist Catherine von Wattenwyl. Das ist das 17. Jahrhundert und sie soll spioniert haben für Louis XIV. Sie hat aber gefunden, sie hätte nicht spioniert, sondern sie hätte wichtige Informationen geliefert. Das kann man so und so interpretieren. Es ist fast bei jedem Buch von mir gibt es auch irgendwie Bezüge zu einem anderen oder früheren. In meinem letzten Buch spielt das Jahr 1816-17 die entscheidende Rolle. Da habe ich auch Spuren gefunden bei der Grossfürstin Anna. Ihre Mutter ist dann zu Besuch gekommen und hat über die schwierigen Zustände in der Schweiz geschrieben, eben, dass Hunger herrsche und dass es sogar Kinder gäbe, die Gras essen müssen. Oder wo eben die Ernte ist wegen dem Extremwetter kaputt gegangen war. Und somit wünsche ich an dieser Stelle allen ein schönes, gemütliches Schattenplätzchen, habt Sorge zur Natur und Mitmenschen und merci fürs Hinschauen. Da war es nämlich schon wieder vom heutigen Panorama. Wenn ihr noch mehr Infos wollt zu den einzelnen Beiträgen oder mehr Infos, dann geht auf unsere Webseite oder nutzt unsere App. Jetzt geht es weiter mit meinen Kollegen von Meteo News. Schaut zueinander und schaut gerne auch wieder mal hier rein ins Panorama. Bis zum nächsten Mal hier auf der Plattform J. Ganz herzlich willkommen zum aktuellen Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Weiterhin strahlend blauer Himmel, trocken und heiß ist es heute am Mittwoch und es geht in diesem Stil weiter. Dann auch morgen am Donnerstag fließt mit einer südwestlichen Höhenströmung heiße Luft zum Alpenraum. Heisst, wir starten am Donnerstag wieder mit ganz viel Sonnenschein. Temperaturen zum Start den Tag die liegen dann bei etwa 17 bis 18 Grad. Gewitterneigung morgen auch noch relativ gering. Im Oberland bilden sich dann wieder ein paar harmlose Quellwolken. Es ist dann morgen wohl auch der heißeste Tag der Woche mit Temperaturhöchsten Wert von um die 35 bis 36 Grad. Im Laufe dann vom späteren Nachmittag kann es dann vor allem so richtig Jura zu ein bisschen ausdehntere Wolken haben. Der Wind könnte dann auch ein bisschen auffrischen und ganz vereinzelt ist dann auch ein bisschen Niederschlag möglich. Das aber wirklich nur ganz vereinzelt und ganz lokal. Sonst haben wir dann die nächsten Tage dann einfach wieder sonniges Wetter. Ein bisschen Tagesgangwetter auch, also sonnig zum Start, dann bilden sich Quellwolken, vor allem im Oberland. Und daraus resultiert dann ein Hitzegewitter. Und eben in diesem Stil geht es die nächsten Tage weiter. Die Temperaturen die bleiben relativ hoch. Am Samstag gehen sie ein bisschen zurück auf etwa 30 Grad. Dann gehen sie aber schon wieder drauf. Also man muss sich weiterhin auf das doch meist trockene, heiße und sonnige Wetter einstellen. Das war's vom aktuellen Wetter. Ich wünsche Ihnen weiterhin noch eine ganz gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.